Ihren Ausweis, bitte. Warum? Brauche ich nicht mehr. Das habe ich ja ganz anders geträumt. Irgendwo tätowiert? Nein. Ich gehöre doch zum Volk der Täter. Das Datum und die Uhrzeit, an denen Ihr Vater von SA-Männern geschlagen und abgeholt worden ist? Jetzt wird man auch noch examiniert. Ihre Körpertemperatur? Minus 37 Grad. 32 Grad. Angenehm verlangsamt. Naja, unterkühlt. Immer zu warm, immer leichtes Fieber. Das kann ich ja nur nicht wissen. Nennen Sie 3 alte Mitstreiter, die in 100 Metern Umkreis von Ihnen begraben liegen. Mitstreiter ist gut. Hans-Joachim Bunge, Wolfgang Heise, Dessau. Das fällt leicht. Finde ich aber auch eine Zumutung als Frage. Ich sage eiskalt Brecht, Hegel, Fichte. Hegel, Hermelin und auf dem Damm vor meinem Grab ein paar Bombenopfer. Eine verschüttete Erinnerung, bitte. Inge Müller. Inge Müller. Inge Müller. Inge Müller. Inge. Ich sehe ihn. Er steht auf dem Balkon seiner Wohnung im 14. Stock der Neubausiedlung am Tierpark in Friedrichsfelde, Ostberlin. Die Zigarre in der linken Hand, unter ihm eine Kaufhalle, Parkplätze, Grünflächen zwischen Straßen. Er stützt sich mit dem rechten Ellenbogen auf den breiten Rand des Betongeländers. Die Finger der linken Hand tippen im Rhythmus einer inneren Melodie oder Ungeduld auf den Beton und schieben in einer mechanischen Geste die schwere Brille mit einem Rutsch über den Nasenrücken hinauf zur Wurzel, die Zigarre dabei mit gestreckten Fingern von sich haltend. Auf dem Balkon steht ein Wäscheständer, dahinter unter dem Fenster 2 Sessel. Er schaut in die Tiefe auf die Betonplatten der menschenleeren Gehwege. Zwischen den Autos laufen 2 Polizisten mit Fellmützen auf dem Kopf Streife, die Hände im Rücken verschränkt. Vom 14. Stock aus wirken die Passantenameisen klein, das Land dreckig. Ich sehe ihn rauchen. Ein diesiger Tag. Eine verschüttete Erinnerung, bitte. Eine verschüttete Erinnerung, bitte. Paradoxe Frage. Mein verlorenes Gedächtnis? Wie soll ich das beantworten? Verschüttete Erinnerung habe ich keine. Verschüttet war die Erinnerung, dass und wie oft ich mich getroffen habe mit den Leuten von der Staatssicherheit. Selbst für die erste Ausgabe meiner Memoiren ist mir das, obwohl mich 3 Leute systematisch befragt haben, einfach nicht eingefallen. Ja, aber da würde man jetzt gerne nachfragen. Das geht aber nicht. Jetzt würde man gerne mehr hören. Ja, sorry. Sorry. Nachfragen Sorry. verboten. Sorry. Nachfragen ist Nachfragen verboten. ist mit Es gibt Nachfragen. keine verschütteten Erinnerungen. Das ist mein Höchststrafe. Problem, das ist sein Problem. Allerhöchste Höchststrafe. Das ist das Elend im Dasein eines Menschen wie Heiner Müller, dass er selbst bei größtem Bemühen keine Erinnerung vergessen kann. Ging nicht. Er hat lange geglaubt, seine Schmerzen und sein schlechter Zustand wären auf die Nebenwirkungen der Chemotherapie zurückzuführen. Als die Ärzte ihm gesagt haben, nein, das, was Sie jetzt leiden, hat nichts mit Nebenwirkungen zu tun, da sah in den Augen der Ärzte, dass es vorbei war. Er war ja dann noch mal nach dieser Nachricht in München und wollte, dass ich ihn da besuche. Ich bin aber nicht hingefahren, weil ich Angst hatte, ihn anzustecken. Ich habe ihn 2 Tage vor dem Tod besucht. Da war ich immer noch erkältet. Und ich mache mir immer noch Vorwürfe. Er ist ja an Lungenentzündung gestorben. Keine ernsthaften Vorwürfe. Bei der Krankheit stirbt man oft an Lungenentzündung. Wir haben uns verabschiedet mit Händedruck, dass wir uns wiedersehen. 2 Tage später war er tot. Ich sehe
sehe ihn als Schüler mit seinen Kameraden auf der Schultreppe stehen. Ein Junge mit Segelohren und Hühnerbrust. Sie haben alle knielange Hosen an. Die Klassenkameraden tragen Binder oder Wollpullover. Er steht unter ihnen, im zweireihigen Mantel mit großem Revers, die Arme ungewöhnlich lang für den kurzen Kerl. Und Sie waren echt Kommunist? Ja. Damit ist natürlich der Urkommunismus gemeint, den man mal erlebt haben muss, um Kommunist zu sein. Nur erinnert man sich nicht an ihn. Ich konnte ja nicht mal die Frage beantworten, sind Sie Schriftsteller? Die Frage habe ich immer von mir gewiesen. Der Begriff Kommunist war besetzt von Idioten. Die sich als Kommunisten bezeichneten, waren ja die Idioten. Kommunisten wissen ja schon alles. Da kann ich mal was von Müller zitieren. Pass auf. Lenin hatte recht, als er zu Trotzki sagte, wir haben den Galgen verdient. Aha. Weiter? Bitte nächste Frage. Das beste Jahr der DDR. Ah, nu. 1961. Weil die Mauer gebaut wurde. Dann wurde es schlechter. Weil das Politbüro mit dem Bau der Mauer nichts anfangen konnte. Genauso wie die Nachfolger, die Bundesregierung mit dem Fall der Mauer nichts anfangen konnte. Die besten Jahre, die ganzen Nachkriegsjahre. Ja. Die pränatalen Jahre, die Jahre vor der Geburt der DDR. Ja, so ist es. Vor ihrer Gründung, also bis 1949. Das ist schon gemein, wenn man sagt 89. Lass uns doch mal sagen 95. Ist natürlich noch gemeiner. Es gab kein gutes Jahr. Das beste Jahr war, dass die DDR existiert hat. Sie müssen wissen, die Sache lag doch so. Ich war der einzige Kommunist. Wenn es den Kommunismus nie gegeben hat, wofür war der Sozialismus denn dann die Vorstufe? Ja, das hört ja nicht auf, das Warten. Ich bin aber in dieser Lage ganz glücklich, wie Müller sagt. Wir sind die Fähre zwischen Eiszeit und Kommunismus. Viele sind dabei untergegangen. Oder die Fähre. Ja, vielleicht auch die Fähre. Oder nein, nicht untergegangen. Die Fähre ist jetzt in Gibraltar, weit weg, aber unterwegs. Auf jeden Fall. Wie sie sich dann nennt? Ich zitiere etwas, das ich großartig finde, aus Anatomie Titus Fall of Rome. Das nehme ich immer wieder in die Hand, wenn ich um 6 morgens aufstehe. Das Einzige, was ich seit Jahrzehnten morgens durchblättere und lese. Da wird gesprochen: Gras sprengt den Stein, die Wände treiben Blüten, die Fundamente schwitzen Sklavenblut, Raubkatzenatem weht im Parlament, mit heißer Wolke, mit Gestank von Aas. Hyänenschatten streicht und Geierflug durch die Alleen und fleckt die Siegessäulen. Die Panther springen lautlos durch die Banken. Alles wird Ufer, wartet auf das Meer. Im Schlamm der Kanalisation Trompeten. Die toten Elefanten Hannibals, die Späher Attilas gehen als Touristen durch die Museen und beißen in den Marmor, messen die Kirchen aus für Pferdeställe und schweifen gierig durch den Supermarkt, den Raub der Kolonien, den übers Jahr die Hufe ihrer Pferde küssen, werden heimholen in das Nichts, die erste Welt. Das ist ein wahnsinniger Text, was Zukunft betrifft. Ohne Kommunismus. Wofür war der Sozialismus denn die Vorstufe? Für die Einsicht, dass es auf die Einsicht, dass der Kommunismus nicht möglich ist, nicht ankommt. Eine Vorstufe für die Erfahrung eines tragischen Zeitalters. Man hat ja gedacht, man kann die Tragödie mit dem Kommunismus abschaffen. Das war dann die Tragödie. Tragisch ist etwas, das sich jenseits der bürgerlichen Kultur abspielt, die ja nicht tragisch ist. Also den Sozialismus gab es ja im Grunde genommen auch nicht, sondern nur Versuche verschiedener Art, aus dem Dilemma und den Zwängen der kapitalistisch organisierten Ordnung herauszukommen. Die Widersprüche auf eine menschlichere Weise zu lösen. Dieser Versuch war dann wieder religiös. Man hat einen Glaubensgrundsatz, ganz gleich, wie sich das Leben darstellt. Der Sozialismus war die Vorstufe für den Kapitalismus im globalen Sinne. Ich nehme die Frage ernst und sage, für die Zukunft des Poetischen. Schnauze, Arsch, Gaul, Maul. Müsst ihr Sozialisten immer so derbe Ausdrücke benutzen? Was habt ihr Sozialisten eigentlich immer gegen Kafka? Ihre aktuelle Definition vom sozialistischen Realismus. Hä? Für was stand die amtliche sozialistische Kritikvokabel dekadent? Dekadent. Das stand eigentlich für alles, was nicht verstanden werden wollte. Ich kann mich noch erinnern, dass Freud als pornografisch bezeichnet wurde. Dekadent für Snobismus im Antisnobismus.
Dekadent wurde gerne gebraucht. Vorher hieß es entartet. Bei Becher auch noch. Dann hieß es dekadent. Dekadent war vom Eislöffel bis zum Park gereimten Vierzeiler fast alles. Ja. Alles, was Kunst war, war dekadent. Dekadent. Ja, das ist, glaube ich, einfach zu beantworten. Diese Vokabel hat zwei Seiten, zwei Facetten. Sie stand für ein Kulturideal, nach dem Muster, wie soll ich sagen, von gestärkter Wäsche. Und andererseits stand die Vokabel für die Markierung einer Differenz zu etwas, das als bürgerlich diffamiert und bekämpft wurde. Das Wort hat immer etwas von Verfall beschrieben. Wenn man es im Diskurszusammenhang sieht, kommt es sicher von Lenins Schrift Der Imperialismus als höchste Stufe des Kapitalismus, in der, wie später auch bei Rudolf Hilferding und Rosa Luxemburg, der Kapitalismus als dekadent, da dem Verfall nahe, beschrieben wurde. Als höchste Stufe. Jetzt rutscht es weg. Die Dekadenzvokabel stand aber auch in einem anderen Zusammenhang. Das akademische Niveau der mit der Dekadenzvokabel verbundene Debatte war eng mit Georg Lukács Schriften verbunden. Auf einer anderen Ebene auch mit Alfred Kurella, dem Sohn eines Kriminalsoziologen, der in Italien mit Cesare Lombroso zusammenarbeitete. Und Lombroso war der Erfinder einer darwinistisch inspirierten, rassistisch geprägten Sozialtheorie, nach der es in einer Gesellschaft Verbrecher gibt, die genetisch markiert sind. Also aus den Umständen heraus zu Verbrechern wurden, sondern markiert sind, also nicht aus den Umständen heraus zu Verbrechern werden, sondern aufgrund einer erblichen, physiopsychischen Anomalie zur Verfehlung vorbestimmt und insofern dekadent sind. Also jetzt verlässt es Das ihn. ruft die Vokabel auch auf. Läuft es auf. Es gibt aber auch einen weiteren Zusammenhang. In den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts gab es in Frankreich eine Bewegung von Intellektuellen, die sich selbst und bewusst die Dekadenten nannten. Und auch eine Zeitschrift herausgaben, Le Décadent. Also eine Zeitschrift von jenen Kulturstatthaltern, Anarchisten und kritischen Intellektuellen, die sie in der saturierten neuen bürgerlichen Gesellschaft selbst als dekadenter empfunden und diesen Begriff von der anderen Seite in der Behauptung des Kampfes gegen die Geldherrschaft selbstbewusst übernommen haben. Die erste bemerkenswerte Kritik an Hilferdings überaus seriöser Theorie stammt übrigens von Rosa Luxemburg. Es war ihre Habilitation, glaube ich, und entstand als Kritik des Kapitalismus. In der ersten weltweiten Globalisierungsphase des Kapitals, die damals nicht nur von den Linken Deutschlands, Rosa Luxemburg war ja Polin, sondern zum Beispiel auch in Russland formuliert wurde. Lenin bezeichnete den Imperialismus allerdings als das höchste, hingegen Luxemburg ihn als das letzte Stadium des Kapitalismus. Damit begann die Trivialisierung zur Dekadenz. Jetzt wird's egal. Und wie Benjamin später ironisch sagte, der Kapitalismus stirbt nun schon seit Jahrzehnten und stirbt sehr erfolgreich. Das sagt Benjamin, er stirbt erfolgreich und gefährlich. Das stürzte dann die linke Theorie ja in die Krise. Wissen wir doch alles. Die letzten 10, 15 Sätze kamen leider nicht an. Sorry. Also. Ach Gott, ja. Er tritt auf seiner Premierenfeier zu den Schauspielern ins Zimmer. Auf den zusammengeschobenen Bürotischen stehen Blumen, Weihnachtssterne und Chianti-Flaschen. Er erscheint im schwarzen Mantel, den Kragen aufgeschlagen, geht von Schauspieler zu Schauspieler, umarmt sie, nimmt Geschenke in Empfang und einem Schüchternen, der ihn nicht zu umarmen wagt, streichelt er den Arm. Einen anderen zieht er mit einem Griff in den Nacken zu sich heran und klopft ihm mit der Zigarrenhand auf die Schulter, wie zwischen Fußballern. Schnaps wird aus weißen Plastikbechern mit Blumendekor getrunken. Er setzt sich auf einen Stuhl in der Zimmerecke. In der Brusttasche seines Jacketts steckt eine weiße Lilienblüte. Ein Schauspieler setzt ihm sachte seinen schwarzen Borsalino auf den Kopf. In aller Kürze. Beantworten Sie bitte die folgenden 5 Fragen aus Ihrem Werk. Wer folgt dem toten Feldherrn in die Schlacht? Das vergessen? Immer ich. Dem Toten
Ja, das ist ja großartig. Wo liegt dein Schiff? Weit, weit draußen an einem Anker, der nicht hält. Im Niemandsland. Ja, vor Delos. Ich muss lachen, weil ich mich so ungern auf dem Wasser bewege. Ich, also Heiner, gehe überhaupt ungern. Woher die Fahrt? Gegen Delos. Die Fahrt, wo eine Blume auf dem Feld steht. Daher. Die Fahrt von dort, wo es keine Erlösung gibt. Die Antwort bleib hier, oder? Oder? Hört zu. Wohin? Sprich zu mir. Sag was. In welchem Auftrag? Sag die Lüge, sprich die Lüge. Ich will die Lüge hören. Ohne Auftrag. Allein sein. Eines sein, ja. Auftrag wurde längst zurückgegeben. Siehe der Auftrag. Ja. Damit Sie mal ein Gefühl kriegen, 1/3 der Zeit ist um. Rasende Uhren. Die Zeit läuft. Wie sexy ist das eigentlich, wenn ein Theaterstück verboten wird? Völlig okay, wenn man Ihre Umsiedlerin heute so liest wie ein Rilke-Gedicht? Einverstanden, dass Sie ab 1990 in der Textverdichtungsfalle steckten? Nicht irgendwie uncool, die eigenen Stücke zu inszenieren? Poesieverweigerung gleich Poesie? Was hat ein guter Theatertext? Weiter, Bitte Was hat ein guter Theatertext? bitte weiter. Tja, also. Gute Texte enthalten einen auf den ersten, zweiten und dritten Blick undurchschaubaren Knoten. Ja, das ist natürlich eine Anspielung auf Aristoteles. Aber das würde Müller nie sagen. Denn Anspielungen würde er nie offenlegen. Er muss letztlich ein guter Krimi sein. Ja, die Beschreibung einer Erfahrung, die noch nicht Bedeutung ist. Wer hat früher gelebt? Sie oder Walter von der Vogelweide? Ich? Müller kommt ja aus der Antike. Walter von der Vogelweide ist ohne Aeschylus denkbar. Heiner Müller nicht. Ich bin auch so eine Vogelweide. Walter von der Vogelweide. Ja, wunderbar. Mag ich. Ja, in meiner jetzigen Existenz kam ich später. Na, darüber streiten wir uns die ganze Zeit. Ist es Ihnen heute peinlich, dass Sie Brecht schreibend überwunden haben? Ich habe Brecht mal mit nach Hause genommen als Geist. Und später nahm ich ihn mit ins Grab. Brecht sah aus wie Brecht. Er war Müller, also mir nicht böse. Er war vielmehr sehr neugierig, als er bei mir zu Hause war. Wir haben geraucht, ganz wenig gesprochen. Müller hat Witze erzählt. Ob das politische Witze waren? Politisch ausdeutbar, würde ich sagen. Er, also ich, hat den schönen Witz von den 3 Pizzabäckern in New York erzählt. In einer Straße in New York gab es 3 Pizzabäcker. Der eine schreibt an seinen Laden als Reklame: die beste Pizza in dieser Stadt. Der zweite sieht das und lässt sich was einfallen und hängt über seinen Laden: die beste Pizza in Amerika. Der dritte sieht das, überlegt eine Weile und am nächsten Morgen steht bei ihm zu lesen: die beste Pizza in dieser Straße. Sehr gut. Als Brecht das hörte, hat er ungeheuer gelacht. Der Brecht ist zu Müller, also zu mir gekommen, weil man nichts dagegen unternehmen konnte, wenn Müller, also ich, einen mitgenommen hat. Das ist so bei Toten. Als Brecht bei Müller zu Besuch war, das war, glaube ich, 1988. Oder nein, das könnte sogar in Müllers depressivster Zeit gewesen sein. In den 60er Jahren nach dem Verbot der Umsiedlerin, als seine Frau, also meine, sich in den Gasofen steckte, als man mich aus dem Schriftstellerverband geworfen hat. Die Weigel versuchte mir zu helfen, hat mir Lohnarbeit verschafft, Texte fürs Fernsehen, die mir Freunde zugeschoben haben, ein paar Übersetzungen. Das Schlimmste war der Tod von Inge. Als unmittelbare klimatische Folge dieser Situation, meiner Situation. Obwohl, nein, diese Begegnung mit Brecht war wahrscheinlich doch später in meiner Welterfahrungszeit, in der Reisezeit, sagen wir doch nach Berghaus. 1977, 78, in der Zeit muss ich ihn mitgenommen haben. Es war noch die Wohnung am Kissingenplatz in Pankow. Aber da hatte ich ihn, also Brecht, noch nicht überwunden. Das war noch vor meiner Hamlet-Maschine. Später kam er nie wieder zu mir nach Hause, der Brecht. Ich habe Brecht einen Dienst erwiesen. Brecht konserviert im Hegelschen dreifachen Sinne. Bewahrt, negiert, höher gehoben.
Ist es mir peinlich, dass ich Brecht schreibend überwunden habe? Nö. Ich sehe sein Arbeitszimmer. Vor dem Fenster, an der Längsseite des Zimmers, ein Holztisch, in ganzer Länge bedeckt mit hohen Stapeln aufgeschlagener Bücher. Der Linoleumboden hat ein Fliesenmuster. Das Fenster ist von einem Vorhang halb verschlossen. Draußen die Dächer eines Plattenbauviertels, über ihnen die Abendsonne. Herbst. Das Wetter über der Stadt diesig. Auf dem Linoleumboden tropft Wasser in eine Plastikschüssel. Rechts und links der Schüssel filzige Putzlappen. An der Decke, über den Kleiderschränken, auf denen Reisekoffer liegen, ist die Tapete vom einsickernden Regenwasser aufgeplatzt, gesäumt von den Landkarten der Wasserflecken. Genau. Hinter der Tür liegt die Wohnung, die man gerne sehen würde. Pardon, aber die Tür bleibt bitte zu. Herrlich, ganz überirdisch schön. So soll's sein. Jetzt kommt das Allerschönste. Ihr Eau de Na, Cologne, nu. Haaröl oder die Haare einfach tagelang nicht gewaschen. Immer noch nur Yamamoto? Welchen coolen Rächer aus dem klassischen Schwarz-Weiß-Western versuchen Sie zu imitieren? Finden Sie sich eigentlich sehr gut aussehen? Ich finde, das hat sich mit den Jahren positiv verändert. Ich rede nur weiter, wenn ich noch einen Whisky kriege. Wenn Sie mir einen Whisky spendieren, dann sieht das gut aus. Proletarisch, klein, hässlich. Aber das Beste draus gemacht. Zigarre, Brille. Die Atmosphäre des Rätselhaften kann vieles ersetzen, was man so nicht hat. Ich finde die Frage relativ unverschämt. Ich werde immer für einen schöneren Voltaire gehalten, besonders wenn ich meinen Kragen hochstelle und mit schnellen, tänzelnden Schritten laufe. Kann man bei Ihnen von einem typischen Sachsen-Unterkiefer sprechen? Klar, mein Gang ist auch typisch. Nicht für Sachsen, sondern für mich. Wie eine Katze. Es war schon immer so. Ist Ihnen schon mal das Profil des Freiherrn von Knicke aufgefallen? Finden Sie nicht, dass ich im Profil aussehe wie Freiherr von Knicke, der Erzieher des deutschen Volkes? Sachsen-Unterkiefer, das interessiert mich so einen Dreck. Drück mich, krotz mich, beiß mich, nenn mich Boomer. Aber hör mir auf mit einer sächsischen Gleichgültigkeit. Danke fürs Kurzfassen. So weiter. Nächste Frage. Ja. Ist grau Ihr Schwarz für fröhliche Tage? Das ist mir zu poetisch. Grau ist ja das... obwohl es ja bei Adorno heißt, der Bürger will die Kunst bunt und das Leben grau. Umgekehrt wäre es besser. Nein, wissen Sie, ich hatte einen wunderbaren, verwaschenen Bademantel. Das war die schönste Farbe für den schönsten Tag. Mein Ausgleich zur grau-gelblichen Ostberliner Neubauwohnung war meine Westberliner Wohnung. Intellektuellenkrankheit, Nuscheln. Ja, ich habe leider immer viel zu deutlich genuschelt. Man versteht immer noch zu viel. Nee, das ist ein Schutz, das Nuscheln. Es stellt auf kurzem Weg eine Vertraulichkeit her, eine praktische Intimität. Nuscheln ist für jedes Gespräch gut. Ich wurde schon mal gefragt, warum ich so leise spreche. Da habe ich gesagt, ich muss leise sprechen, weil ich jedem etwas anderes sage. Die Wirklichkeit ist immer unklar. Warum soll man mit der Sprache den falschen Eindruck erzeugen, dass alles klar ist? Das war mehr das unausgesetzte Sodbrennen. Das ätzt nicht nur die Speiseröhre weg, sondern eben auch die Stimmbänder. Das war's, in der Tat. Antwort? Antwort ist unverschämt. Warum ist es für einen Dramatiker eigentlich verboten, seinen Morgenmantel reinigen zu lassen? Leider. Tiefsinnige Frage. Was pusten Sie mit dem Rauch alles mit aus? Moralfalle? Sandelholz? Immer noch jeden Morgen Dosenlinsen und das gebratene Kassler vom Vorabend zum Frühstück? Noch immer. Hören Sie doch auf mit dieser Legende. Ja. Mit Pfeffer oder mit Paprika? Nein, habe ich gerne vorgetäuscht. Als Teil meiner Selbstproletarisierung. Ist es der übliche Alkoholismus? Ihre letzte Erinnerung an die Nüchternheit? Wie genau wirkt der Whisky auf Sie? Beschreiben Sie. Vertreibt die Müdigkeit. Man kann kalt bleiben im Denken und genau. Er löscht meinen Durst. Er wirkt ausgleichend. Wir könnten ja nur über die ersten 2 Flaschen sprechen, weil danach kann man sich an nichts mehr erinnern. Der redet zu mir, je nachdem welcher Whisky. Lagavulin redet nach 5 bis 6 Sekunden, nachdem ich ihn geschluckt habe.
Das ist ein Gespräch nur zwischen mir und dem Whisky. Wir flüstern uns etwas zu. Da wird immer groß gerätselt, ganz überflüssigerweise. Er schafft Klarheit, zugegeben. Gegen Ende des Tages versteht man mich schwerer. Das war doch nur einmal das Problem bei der Operation. Wie erhält man jemanden, der das im Blut hat? 8 Stunden bei Herzschlag. Infusion? Ja? Nein? Ja? Wie genau wirkt der Whisky auf Sie? Beschreiben Sie. Immer weniger. Vor den Scheiben einer Balkontür. Durch das Fenster ist der Giebel des gegenüberliegenden Hauses zu sehen, darüber der Himmel. Er sieht müde aus. Die fast haarlosen Brauen gutmütig in die Höhe gezogen. Die Haut über dem Oberlid, unter den Brauen, hängt wie ein schwerer Sack auf den Wimpern. Wässriger Blick, faltiger Hals, auf der rechten Wange eine tiefe, senkrechte Falte. Er schaut mich ohne zu blinzeln direkt an, mit leicht geöffneten Lippen. Auf den Flanken seiner Nase sehe ich verfärbte Druckstellen vom Brüllengestell. Grau und glanzlos das Haar, dann blinzelt er 3-mal hintereinander, aber der Blick bricht nicht ab. Er wirkt wie ein Häftling, müde und trostlos. Wenn er wieder blinzelt, schließt sich nur das linke Augenlid ganz, rechts bleibt ein feiner, wässrig schimmernder Schlitz. Die gelbliche Haut des Gesichts glänzt straff und wächsam. Er sieht mich nicht an, er trifft mich, indem er sich zeigt, 7 Sekunden lang. Jetzt hat man komischerweise Lust, ihn zu beschimpfen. Gammler, Vogelscheuche, Porsche-Fahrer, Kinderschänder, Auftragsschreiber, Parasit! Gut. Trifft alles auf mich als Regisseur zu. War das jetzt ein Versuch, mich aus der Fassung zu bringen? Ich komme damit immer sehr gut zurecht. Ich war immer relaxed. Ich habe alle auflaufen lassen, sogar die ganz Harten. Ich war sehr schnell im Kopf, konnte sofort reagieren. Sowas hat mich nicht getroffen. Im Gegenteil. Ich bin nie Porsche gefahren. Aber ich bin einmal in einem Maserati mitgefahren. Der Porsche-Fahrer ist ganz daneben. Gammler ist völlig in Ordnung. Vogelscheuche auch. Kinderschänder, da hätte ich nichts dagegen gehabt. Auftragsschreiber wäre mir nicht angenehm gewesen. Parasit? Gern. Parasit, wunderbar. Mit Salmonellen stand man auf Duzfuß. Parasiten wurden eher liebevoll betrachtet. Mal wieder Lust gehabt, einem Obdachlosen voll ins Gesicht zu treten? Also das ist mir so fern. Obwohl ich Leute kenne, die, Es gibt andere Übertretungen, die einen größeren Reiz haben. Ein moralisch einwandfreier Mensch zu sein, wie Brechts Der gute Mensch von Sezuan etwa, und trotzdem zu überleben, geht halt nicht. Es gibt ein kleines Gedicht über Brecht, wo ich sage, frei formuliert, Brecht hat versucht, den Zustand, dass man nur als Mörder überleben kann, zu verändern. Aber mehr als den Bogen zu spannen, konnte auch er nicht. Ich hatte doch immer Angst vor Obdachlosen. In New York, bei meinem ersten Besuch, wir waren etwas trinken, ging ich mit Freunden durch Harlem, obwohl sie damals alle davon abgeraten haben. Ich fand es faszinierend, lief vorne weg, Ginka hinterher, und plötzlich stand da ein schwarzer Obdachloser, ein riesiger Neger, der tänzelte auf mich zu und ich wusste, das ist mein Mörder. Und mir fiel nichts Besseres ein, als... Ja, ich nuschelte Hi. Und er, irgendwie überrascht, sagte auch Hi. Und er ging weiter, weil er bei diesem Hi meine schwarzen Zähne sah und sofort wusste, da ist nichts zu holen. Ihr Ernst, dass Sie am 5. April 1993, dem Geburtstag Ihrer Tochter Anna, gekokst haben? Ja, das war ein Geschenk von Robert Wilson an die Tochter. Ihr Ernst, dass Sie am 5. April 1993, dem Geburtstag Ihrer Tochter Anna, gekokst haben? Regina. Anna. Möglich. Ihre derzeitige Lieblingstragödie unter den deutschen Werbeclips? Weiter. Ihre derzeitige Lieblingstragödie unter den deutschen Werbeclips? Die Tragödie zu suchen unter den deutschen Werbeclips, das wäre ungefähr so, als würden Sie mich bitten, in der deutschen Politik die Komödie zu suchen. Weiter. Was interessiert Sie am Tod einer Heuschrecke? Mich interessiert, dass dieser Tod nötig ist.
Mich fasziniert, dass das im Kern der Vorgang ist, den alle Tiere und der Mensch kennen. Mich fasziniert, dass man den nicht hört. Mich fasziniert die Armbewegung, sehr weiblich. Na, Es ist mehr die Katze als die Heuschrecke, wenn man an die Situation meines Textes denkt. Mehr die Katze. Der Punkt ist, dass die Katze schön ist. Die Katze tötet, aber die Katze ist schön. Tja, wenn eine Heuschrecke in die Knie geht, kann man davon ausgehen, dass die anderen ein ähnliches Schicksal ereilt. Jede tote Heuschrecke ist eine gute Heuschrecke. Ich sehe ihn, wie er mit dem Kopf nickt. In den Fragen hat er schon alles verstanden. Danach beginnen die Geschichten. Er spricht kurzatmig. Immer wieder zwischen den Worten ein trockenes, kurzes Geräusch zwischen Räuspern und Hüsteln. Während Fragen gestellt werden, schaut er weg, nickt, räuspert sich und beginnt mit einem Lächeln zu sprechen. Mit der flachen Hand fährt er sich über die Haare, abwärts zum Nacken, als ob er die Strähnen neu legen will. Während er nach Gedanken sucht, schiebt sich seine Zunge über die Lippen. Später lehnt er sich weit in seinen Sitz zurück und verschränkt wie ein Patriarch am Pool die Hände hinter dem Kopf. Ja, mit dem Blick, die Hälfte der Zeit. Hälfte ist rum. So weiter. Nächste Frage. Eine kitschige Stelle in Ihrem Hitchstück-Quartett, die sich nicht eliminieren ließ. Jetzt sind wir allein. Krebs, Kitschig. mein Geliebter. Kitschig, ja, sicher. Aber die würde ich sofort Laclos in die Schuhe schieben. Ich sage, Verführung ist die Einladung in Räume, die sich dann als verschlossen erweisen. Ganz normal, Frauenverächter? Ich? Also Müller? Ja, ein funktionales Verhältnis. Das nur manchmal durchbrochen ist von Liebesverhältnissen. Warum soll Müller da anders gewesen sein? Nein, ich bin ein ganz normaler Frauenvermeider. Körperliches Begehren, ja, ohne weiterführendes Interesse der Frau als Frau zu begegnen. Ich nehme Frauen nicht als Frauen ernst. Oder ich nehme Frauen nur als Frauen ernst. Das würde fatalerweise beides dasselbe bedeuten, ja? Nee. Ich hatte eher Angst vor Frauen. Das drückte sich in Scham aus. Ich musste meistens erobert werden. Ich habe mich eher geziert. Überhaupt nicht. Womanizer, solange es ging. Ich habe nie die Frauen verachtet, aber ich habe immer gelitten, wenn sie mich verachtet haben. Frauen finden kleine Männer grundsätzlich erotischer, wenn man so tut, als ob man sie verachten würde. Da können sie echt von mir lernen. Warum sind lesbische Frauen noch einen Zacken schärfer als heterosexuelle? Weil Lesben mehr Fantasie haben, nach meiner Erfahrung. Ich habe mir mal Rat geholt von Heiner. Wir waren ziemlich besoffen nach einer Premiere. Sind wir 2-3 Tage versackt und wachten irgendwann zwischen 123 Frauen auf. Und naja, das war... Heiner, sagte ich, woher wissen wir? Ich meine, was machen wir, wenn wir hier mit lesbischen Frauen, weißt du? Ich meine, da sagte er, du, das ist überhaupt das Schärfste, sagte er. Besonders, wenn sie lesbisch sind. Ist das wirklich so? Ja, das wird mir jetzt echt zu privat. Stimmt übrigens auch nicht. Richtig, dass schöne Frauen angucken irgendwie auch klug macht? Totale Gemeinheit, dass die Menschen sie für einen Zyniker halten? Mit wie viel Promille im Blut ist Menschenverachten am schönsten? Woher soll ich das wissen? In Promille kann ich das nicht ausdrücken. Es geht um Feuerwasser, darum, sich zum Verschwinden zu bringen, sich zu verbrennen, zu verpuffen. Wenn die Konzentration im Blut hoch genug ist. Selbstentzündung, ein Fanal, ein Feuerzeichen, ein vergebliches. Mit wie viel Promille im Blut ist Menschenverachten am schönsten? Das hatten wir doch gerade. Thema Frauen. Ach, Menschenverachten ist mit Kater am ausgeprägtesten und besoffen am unerträglichsten. Um Menschen verachten zu können, müssen erstmal Menschen da sein. Bitte so weiterreden. Vielen Dank. Danke. Ihr Gehirn mal als Motor betrachtet. Was ist kaputt? Mein Gehirn ist ein Motor, bei dem die Maschinenteile zugleich der Treibstoff sind. Diese Maschine läuft nur als gestörte. Ich
sehe ihn auf seiner mechanischen Reiseschreibmaschine aus den 60er Jahren schreiben. Hellgraues Gehäuse, die Tastatur dunkelgrau. Der Bogen ist frisch eingespannt worden. Er schreibt die ersten Zeilen. Im Mund einen Zigarrenstumpen. Die Zeigefinger der rechten und linken Hand schlagen in kurzen, schnellen Bewegungen auf die Tasten, und wenn er das Schreiben unterbricht, führt er mit dem linken Mittelfinger an einem Hebel den Schlitten der Maschine wieder nach rechts. Zum Lesen des Geschriebenen nimmt er die Zigarre zwischen die Finger der rechten Hand, mit der linken schiebt er sich die Brille über den Nasenrücken nach oben, dann pustet er Rauch aus und klappt den Bügel, der die Zeilenabstände markiert, nach hinten, um bessere Sicht auf das Geschriebene zu haben. Die rechte Hand mit der Zigarre ruht, während er liest, am silbernen Andruckbügel. Dann klappt er ihn mit einer sachlichen Bewegung herunter, nimmt die Zigarre zwischen die Lippen und schreibt weiter. Die Frau, für die Sie heimlich alles geschrieben haben. Das DDR-Gefängnis, das Sie schreibend immer vor sich hatten. Die Sophokles-Tragödie, die Sie schreibend immer im Ohr haben. Ein Ding, das härter ist als Schreiben. Die größte Kitschlüge übers Schreiben. Wer schreibt, kriegt leicht auf den Haut. Wehtun muss. Warum muss da jetzt das Wort Kitsch vorkommen? Ja. Müller ist Kitsch nicht ist gut. kitschig. Die größte Kitschlüge übers Schreiben. Dass Menschen, die Literatur lesen, bessere Menschen Weiter, Schreiben macht frei. weiter, Schreiben macht Spaß. weiter. Die größte Kitschlüge über das Schreiben ist, dass die Leute so tun, als ob es die Inspiration nicht gäbe. Weiter. Richtig. Dass man alles aufheben soll. Jeden Zettel, jeden dummen Schnipsel. Definitionsfrage. Ja? Der Unterschied zwischen Erfolg und Wirkung. Erfolg hat ja etwas mit Liebesbeweisen zu tun. Wirkung ist das Gegenteil von Erfolg. Also Liebesentzug. Wirkung ist Erfolg. Eine Wirkung tritt dann ein, wenn man gelesen und gekannt wird, ohne dass man damit noch Geld verdienen kann. Ich habe da mein Leben lang etwas verwechselt. Natürlich spielt der Irrtum eine Rolle, denn Wirkung und Erfolg liegen in diesem Bermuda-Dreieck neben dem Irrtum. Aber recht eigentlich ist es doch so, dass mein Erfolg immer dann kam, wenn ich mich genauso doof stellen nervt konnte, doch. wie mein Publikum sich im Allgemeinen doof nervt stellt. doch. Quartett war erfolgreich, als AIDS eine materielle Gewalt wurde. Deshalb ist Quartett ein Coitus interruptus. Das nervt doch. Zu viele Wörter, um das zu beschreiben. Herrje, es nervt. Naja, gut, einverstanden, es nervt. Es nervt Es echt. nervt echt. Erfolg schließt ab. Wirkung schließt auf. Erfolg ist schöner, aber Wirkung ist besser. Erfolg basiert auf Missverständnis. Wirkung auf Zwang. Nein, Wirkung ist etwas, das mit sozusagen, Zeitzündern versehen ist. Ein Vorgang betrachtet auf lange Zeit. Erfolg ist, was wir weltweit und überall als die Trivialisierung unserer Kultur erleben. Und somit für jeden Künstler die größte Gefahr. Danke. Ihre Definition von Postmoderne. Der postmodernste Moment war die Wirkung am Ende eines Balletts von Forsyth. Als die Tänzer 1 Minute bewegungslos dastanden, ehe der Vorhang zuging. Ich beglückwünschte Forsyth dazu. Er sagte, der Vorhangzieher wäre eingeschlafen. Die Postmoderne hat mir die Augen geöffnet. Aber ich leide darunter, dass es die Postmoderne war. Sie begann 1945, weil da etwas anfing, was wir bis heute nicht verstanden haben. Das Auftauchen des Computers. Ob Müller das sagen würde, Computer, weiß ich nicht. Aber in dem Sinne. Die Postmoderne? Man geht nicht in den Laden, um Schuhe zu kaufen, sondern den Karton. Für solche Begriffe hat meine Intelligenz nie ausgereicht. Ihre Definition von Avantgarde. Pass auf, das kann ich schön beantworten. Fortschritt. Mit Gedankenstrich, verstehst du? Die Definition von Avantgarde ist im Wort Fortschritt enthalten. Avantgarde ist Fortschreiten und Verschwinden in einem. Die Utopie der Avantgarde findet sich in Hölderlins Satz, drum, so wandle nur wehrlos fort durchs Leben und fürchte nicht. Dazu hat Adorno gesagt, so wie die Gesellschaft ist, kann man sich gar nicht genug fürchten. Zusammengefasst, Fortschritt ist immer auch Verschwinden, ins Nichts. Das habe ich Heiner Müller gesagt, da hat er gelacht. Wie gesagt, er hat ja immer zugestimmt. Wie er auch gesagt hat, aber was wollte ich sagen? Was habe ich gesagt? Ach, Scheiße.
Was war denn das noch? Schade. Da ist eine verschüttete Erinnerung hochgekommen, die sich sofort wieder durchgestrichen hat. Ist ja fürchterlich. Ja. Drum, so wandle nur wehrlos, nicht furchtlos, wehrlos durchs Leben und fürchte nichts. Adorno hat nur ein einziges Mal eine positive Formulierung für den richtigen Menschen gegeben. Und das war diese. Wehrlos wandern und nichts fürchten. Wobei das schon damals eine Blödigkeit war. So hieß auch der zweite Teil, den Hölderlin seinen Text gab. Blödigkeit hatte damals sicher eine etwas andere Bedeutung als heute. Avantgarde ist, wenn man Sachen zusammenbringt, die nicht zusammengehören. Wenn man jemandem das Herz rausreißt und in seinen Schoß legt, hat man das Gefühl, das gehört nicht zusammen. Das ist Avantgarde, hat er mir mal erklärt. Bin ich zu dumm für. Da bin ich schon ein Stückchen weiter als Sie. Hier oben. Ich bin Avantgarde. Was ist Metanoia? Ist das Griechisch für Ekel? Ja? Umkehr. Ich kann kein Griechisch. Was ist Metanoia? Das Umdenken. Der Neuanfang. Ja, das wusste ich mal. Ich weiß es gerade nicht. Ja, was ist denn das? Da müsste ich mal nachschlagen. Ja, doch sicherlich eines dieser gemeinen Krankheitsbilder, die mir alle anhängen. Ihr nervöser Tick? Ihr großes, ungelöstes Thema? Die absurdeste Seite ihrer Existenz als Autor? Die blutige Wurzel ihrer Kunst? Meine morgendlichen Versuche, mich vernünftig zu rasieren. Shakespeare. Der Terror, von dem ich schreibe, kommt aus der Seele. Edgar Allan Poe. Ja, das ist auch so ein Gerede. Ja, schon der Krieg, oder? Mit und ohne Schlag. Ja, das Prinzip. Ihr finsterster Gedankenblitz zu Adolf Hitler? Ihr Trinkspruch mit Erich Honecker? Ihre tragischste Unfähigkeit als Intellektueller? Jetzt komm weiter. Ihre tragischste Unfähigkeit als Intellektueller? Mich selbst als Deutschen wahrzunehmen. Wo liegt das Deutsche in der deutschen Kunst? Da kann ich dir schön darauf antworten. Moment. Das Deutsche zeichnet sich im Widerstand zu und in der Abweichung von herrschenden Meinungen aus. Oder sagen wir, das wahre Deutsche zeigt sich im Widerstand und abweichenden Verhalten. Eine tragischste Unfähigkeit als Intellektueller, nicht dem Erfolg hinterher zu hecheln. In allgemeinen Begriffen zu denken. Vergessen können. Die ungeheure Scham und Verlegenheit, die mich jedes Mal erfasste, wenn ich etwas nicht wusste. Ich glaube, er hat darunter gelitten, überhaupt ein Intellektueller zu sein. Intellektualität ist Unfähigkeit. Ihr aktueller Lieblingskonflikt? Naja, der Fundamentalismus eben. Aktuell. Der Tod. Mein persönlicher. Irakkrieg. Der Konflikt mit meiner Tochter, ob sie noch ein Gummitier mehr kriegt oder nicht. Ich bin ja wieder da. Über die Konflikte, die ich jetzt habe, bin ich nicht befugt zu sprechen. Ein Konflikt, der sich entsetzlicherweise gelöst hat. Ja, dass ich bald krepieren muss. Der zwischen Arm und Reich. Der Ost-West-Konflikt. Der Konflikt zwischen Arbeit und Kapital. Weil dieser Konflikt heute nur noch mythologisch inszeniert wird und der Weltkapitalismus inzwischen auf einem ganz anderen Niveau agiert. Er spielt Märkte gegen Standorte aus. Ein Konflikt, der sich entsetzlicherweise gelöst hat. Ich bin das BE-Lo. Ein Konflikt, der sich entsetzlicherweise gelöst hat. Man könnte nur die Umdrehung machen, dass sich entsetzlicherweise alle Konflikte lösen. So dachte ich später mehr. Das ist Hölderlin. Am Ende von Hyperion. Wann das letzte Mal im Theater laut lachen müssen? Wann das letzte Mal im Theater geweint, ha? Warum gibt's noch mal Theater? Damit das Publikum nochmal still sitzt. Das ist der Grund für Theater, um mit dem Tod zu spielen. Das ist der einzige Raum, wo man mit dem Tod spielen kann. Man stirbt und steht wieder auf. Warum gibt's noch mal Theater? Gibt's das? Verzweiflung, das Gefühl der Vergeblichkeit, weil es dem Zuschauer unter die Haut geht. Das ist doch klar, damit man sich jetzt mit mir noch unterhalten kann. Verstehst du? Damit man sich jetzt noch mit mir unterhalten kann. Das weiß ich bis heute nicht. Habe ich vergessen. Ihr letztes, übermächtiges Gefühl. Meine Beerdigung.
Ich war gerührt, wie traurig die alle waren. Das sah zu Lebzeiten anders aus. Mein Gott, ist das lange her. Ihre Frage aufgenommen. Was spricht eigentlich gegen ein schlechtes Gewissen als Schreibimpuls? Ihr letztes, übermächtiges Gefühl. Verzweiflung. Das Gefühl der Vergeblichkeit. Kalt werden. Das Gesicht erstarrt zu einer feixenden Maske. Sein typisches Lachen. Ein plötzliches Schnaufen aus den Nasenflügeln. Andere würden sich so schneuzen. Er sieht aus wie Woody Allen. Die Haare im Nacken sind kurz und lockig. Er wirkt vergnügt. Ein irritierend kleines Gesicht für einen so riesigen Schädel. Wenn er lacht, hat er Doppelgrübchen. Das letzte übermächtige Gefühl ist immer Müdigkeit, Scham. Dass es im Jenseits kein Theater mehr gibt, sondern nichts. Da ist Schluss. Ihr letztes, übermächtiges Gefühl. Mein letztes übermächtiges Gefühl, leben zu wollen, um mit dem Tod zu kokettieren. Wie war die Frage? Warum Theater? Deshalb, weil man da erleben kann, wie man stirbt. Weil während man stirbt, kann man es nicht erleben. Ihr Ernst, dass Sie Ihr Leben lang nicht eine einzige Idee hatten? Warum sind Ideen letztlich so gar nichts wert? Da gibt's einen schönen Satz. Der Tod der Idee ist ihre Realisation. Ich bin müde. Das stimmt nicht. Ideen sind jeden Einsatz wert, solange es kein Lebenseinsatz ist. Ideen sind ja nur dann nichts wert, wenn man an sie glaubt. Die Figuren bei Dostojewski, zum Beispiel in Dämonen, müssen ja alle scheitern, gerade weil sie glauben, sie hätten den richtigen Schlüssel in der Tasche. Andererseits sind Ideen natürlich das Benzin im Motor der Weltgeschichte oder was auch immer. Wer sagt denn das? Stimmt ja nicht. Hab ich das gesagt? Ideen sind Mittel und keine Ziele. Sie sind nichts wert, weil sie zu blitzhaft, zu einfallshaft sind. Himmelserscheinungen, von der Substanz her nicht fassbar. Jetzt! Der Himmel! Ganz naiv. Was genau sehen Sie jetzt gerade? Ich sehe die Braunbären unten im Zoo in Friedrichsfelde, wenn ich von meinem Balkon im 14. Stock runterblicke, wie sie sich auf einer Felsinsel hingelegt haben, schlafen, nichts mehr mitkriegen von diesem Tag. Was genau sehen Sie jetzt gerade? Ich sehe Schnee. Ich habe 1000-mal geschrieben, es gibt da nichts. Ich sehe nichts! Ich habe mich ja in meinem letzten Lebensmonat mit Terence McKenna beschäftigt, einem amerikanischen Pflanzenpharmakologen, der behauptete, man könne die Seele vom Körper befreien, wenn man es nicht vergeigt. Aber das wollte ich selbst einen Monat vor meinem Tod nicht. Mich auf solche Illusionen kaprizieren. Antwort! Ich habe leider den Religious Turn für mich versaut. Im Himmel! Kommt man da vor lauter Glück und Seligkeit überhaupt zum Arbeiten? Bequeme Betten? Was
kostet da oben eine Monte Cristo? Sind Gewerkschaften da erlaubt? Schon wieder das alte Problem, dass die arroganten Künstler unter sich bleiben und man keinen einzigen gescheiten Arbeiter kennenlernt? Ich bin Arbeiter. Gott sei Dank stellt sich diese Baudrillard Frage nicht mehr. beschreibt, dass es im alten Ägypten bei den Pyramidenbauern zu Aufständen kam, weil sie auch unsterblich werden wollten. Und diese Unruhen endeten damit, dass von den Priestern jedem das Recht auf Unsterblichkeit eingeräumt wurde. Deshalb war die Gesellschaft so stabil, weil alle wollten, dass es so bleibt. Müller hat ja den Vorschlag gemacht, dass eine Lotterie eingerichtet wird, die nach Zufallsprinzipien entscheidet, von welchen Leuten, die gerade gestorben sind, persönliche Gegenstände in einem Museum ausgestellt werden. In einer Art Arbeitermuseum, das auch Arbeiter unsterblich macht. Nicht nur, sondern eben auch. Sieht so das Arbeiterparadies aus? Welches ist denn nun das Hauptproblem der Toten? Dass sie nicht leben. Dass unerlöst bleiben. Das größte Problem der Toten sind die Lebenden. Das Hauptproblem der Toten ist, dass sie ein viel längeres Leben haben als die Lebendigen. Sie dürfen nicht wiederkommen. Das größte Problem der Toten sind die, die um sie trauern. Sie dürfen nicht Hat auch mit der Scham zu tun. So unfertige Menschen zurückzulassen, wo man genau wusste, dass es passieren würde. Das war ein Problem. Entschuldigung, nervt Sie, dass wir immer wieder vom Himmel reden? Kennen Sie einen besseren Begriff für das Danach? Ich habe mein Leben lang versucht, an etwas zu glauben. Aber es ist mir nicht gelungen. Gott sei Dank. Was ein Fehler. Hinter dem Zimmer liegt die Wohnung, die man gerne sehen würde. Es war ein Fehler, es zu sagen. Ja, aber die Tür bleibt zu. So soll es sein. Ich sehe ihn in einem leeren Lokal an einer langen, mit weißen Tischtüchern bedeckten Tafel sitzen. Über ihm ein Gemälde von Kippenberger. Es zeigt einen überlebensgroßen Cowboy neben einem Propagandaplakat mit Hammer, Sichel und Ehrenkranz. 30 Jahre DDR. Der verwegene Cowboy steht in einer James-Dean-Pose im Pelzmantel, die Hände in den Hüften, den Hut in der Stirn. Unter dem Cowboy sitzt Müller an der Tafel, wie ein übrig gebliebener Funktionär, und dann mit schnellen Bewegungen, wie auf ein unsichtbares Zeichen hin, greift er zur Zigarre und den Streichhölzern und saugt die Flamme in den Tabak. Die Zunge schiebt den Rauch mit einem kurzen Stoß an die Lippen, verschließt das Rauchloch, schmeckt nach. Das Streichholz wird ausgeschleudert und in den Aschenbecher versenkt. Dann Ruhe, Rauch, Schweigen. Ihre größte Leistung? Ihr Versagen? Ihr Verrat? Ihr Grundirrtum? Warum nie nach New York gezogen? Nicht? 3 Begriffe, die Ihnen mehr sagen als Freiheit. Ficken, rauchen, schreiben. Angst, Hunger, Verzweiflung. Luft, Wasser, Spiel. Frau, Mann, Vogel. Freiheit sagt mir gar nicht so viel. Krieg, Angst, Zynismus. Plötzlich wieder Lust, vom neuen und alten Menschen zu sprechen. Es gibt keinen neuen Menschen. Geil, man hat ihn überhaupt nicht verstanden. Begriffen hat man ihn natürlich nicht. Ich habe schon was verstanden. Ich habe schon was gespürt. Das war das Ziel. Ihr Gedanke, den Mond betrachtend. Schade, dass die Russen nicht die Ersten waren. Ihr Gedanke den Mond betrachtend? Schade, dass er so entzaubert ist. Ihr Gedanke den Mond betrachtend? Wahrscheinlich sind es die Nächte, in denen er in den letzten Kriegstagen im Verborgenen in Richtung Heimat gelaufen ist, die seine Erinnerung an den Mond bestimmen. Das Fehlen von elektrischem Licht, das wird seine Erinnerung sein. Ihr Gedanke den Mond betrachtend? Diesen Luxus leiste ich mir immer öfter. Ihr Gedanke den Mond betrachtend? Interessanter als die Sonne. Ihr Gedanke den Mond betrachtend? Man soll ihn in Ruhe lassen. Ich brauche ihn zum Einschlafen. Ihr Gedanke den Mond betrachtend? Naja, also völlig spontan dieser frühe Vers von Werner Riegel. Schön ist der Mond über Polen, einen Genickschuss lang. Die Erde ist so unbewohnbar wie der Mond. Der Gedanke könnte ihm gut kommen. So heißt ein Roman von Gerhard Sverens, und zwar über Frankfurt. Letztlich die Vorlage für Fassbinders Der Müll, die Stadt und der Tod. Ihr Gedanke den Mond betrachtend? Wer ist voller? Nicht?
Ja, das war die. Aber bitte. Endlich tot? Ist das eine Frage? Oder schon wieder tot? Bin ich das? Nö. Ja, schon. Ja, das ist nicht schlecht. Endlich tot. Es war eine schwere Geburt. Jetzt mal was ganz anderes. Wie steht's eigentlich um Ihre privaten Probleme? Puh, haben Sie in Luft aufgelöst? Hatte ich welche? Auch meine privaten Probleme habe ich immer bestens gemeistert. Eigentlich hatte ich immer Freunde. Wenn ich verschwinden musste, verschwand ich. Ich konnte ja sehr bezaubernd sein. Ich hatte, außer Geldproblemen in der frühen Jugend, nie Probleme. Mal kurz, klar. Aber ich habe nie gejammert. Dass ich Anna irgendwie im zartesten Alter zurückließ, das war eins. Ich weiß, dass Anna noch immer so aussieht wie ich und sehr groß geworden ist und sehr dünn und sehr schön ist. Meine privaten Probleme haben nur mit den mir Nahestehenden zu tun. Oh, und denen geht's gut? Jetzt? So aus dem Jenseits? Man versteht nun, was das Grässliche am Jenseits ist. Man steht da und kann nicht mehr eingreifen. Man sieht, man kann sein Haus nicht wirklich bestellen. Das sieht man an König Lear. Da hatte Heiner Probleme. Er ist immer zu spät aufgestanden, um die privaten Probleme zu lösen. Er hat es am Ende seines Lebens wirklich bereut, dass er versäumt hat, die privaten Probleme zu lösen. Wir sind gleich weg. Noch eine Minute, bitte. Ganz nah ran an sein Grab. Welche Restaurierungsmaßnahme am Dorotheenstädtischen Friedhof in Berlin lehnen Sie ab? Gibt's da Restaurierungsmaßnahmen? Buddelei sollte unterbleiben. Bin schon draußen. Bin schon weg, sorry. Wo liegt Ihre linke Hand? An der Zigarre. Hinterm Kopf. Was soll denn das wieder mit links? Das ist doch unwichtig. Ich vermute untere Brustgegend. Beide Hände liegen da verschränkt. Das machen die immer so. Kann ich nichts für, nur der Leichenbestatter. Auf dem Bauch. Rechts. An der linken Seite. Auf meiner Brust. Jetzt sind wir wieder bei der linken Hand. Am Schwanz. Jetzt bitte noch einmal ganz doll die Wahrheit sagen. Soll man Ihnen Zigarren ans Grab legen? Zigarren ans Grab, aber auf jeden Fall. Grabbeigaben und Opfer erhalten die Gesundheit. Überhaupt, gibt es im Jenseits Drogen? Das Jenseits selber ist ja schon eine Droge. Meine Erfahrung ist, sie wirkt belebend. Zigarren soll man rauchen. Nur die besten. Ich vermisse meine Tochter. Ein Gedanke, der gut tut? Ihr Ernst, dass Sie der Gedanke an Pierre Boulez bedrückt, weil Sie das versprochene Opernlibretto nicht fertig bekommen haben? Ich arbeite daran. Wenn er hier oben ankommt, kann er es komponieren. Quatsch, das ist so ein Quatsch. Ja, das bedrückt mich. Alles nur Gequatsche. Zwei alte Männer, die noch mal eine Oper schreiben wollen. Das blieb also nur beim Essen gehen. Also wenn mich etwas nicht belastet, dann das. Ich habe viel mehr Schulden. Noch viel mehr, sicher. Alles Unfertige bedrückt mich. Noch 10 Sekunden. 9, 8, Also Sekunden zählen, 7, das ist... Boulez, wunderbarer Mann. 5, Hat mich sehr bedrückt. 4. Es hat mich bedrückt, ganz klar. Völlig klar. Ich sehe ihn am Stehpult schreiben, sich am Ohr kratzen, im türkisblauen Hemd im Theater neben seiner Mutter in der Königsloge, nachts am offenen Fenster rauchen, die Hände in den Taschen eines weißen Bademantels, seine Selbstkritik schreiben, sich die Zähne putzen, nackt vom Röntgenschirm, eingeschlafen im Ohrensessel, im Taxi ein Buch lesen,
An der Schultafel eine Rechenaufgabe lösen, aus dem Flugzeugfenster New York betrachten, auf dem Flur an Brecht vorübergehen, husten, lachen, sich durchs Haar streichen, die Brille hochschieben, die Brille abnehmen, im Duty-Free-Shop vorm Whiskyregal, den Theaterpförtner grüßen, das Spielzeug seiner Tochter betrachten, an der Kasse in der flachen Hand das Kleingeld suchen, im Wald in einer grauen Militäruniform, eine weiße Maus füttern, sich ein Mikrofon anstecken, unter dem Gummibaum sitzen, am Tisch im Speisewagen eine Zeitung lesen, mit Wollmütze auf einem Holzschlitten, einer Frau die Tür des Hotelzimmers aufhalten, allein, auf einem Stuhl im Krankenhausflur, ein Buch signieren, auf der Rolltreppe des KDW, seinem Vater ein Päckchen Zigaretten schenken. Ich sehe ihn baden, mit Shampoo im Haar, im Meer. Ich sehe ihn nicht mehr. Yes. Over. Das war ein Podcast von SRF. Produziert im Auftrag der SRG.